auch dem Herr Wissler. Nächster Redner ist den Herr Marc Spautz. Herr Spautz, der wird. Herr Präsident, es gibt viel über die Erwartungshaltungen geschwärzt. Es gibt viel reklamiert, dass nicht genug Informationen kommen, wie schmengen, dass die Regierung dort selber schuld ist. Die Regierung hört mit ihrer Ankündigung, die Fenster weit abzurappen, alles die anderen Probleme ernst das umzugehen, die Erwartungen heiß geschraubt. Und dafür ist es doch vielleicht normal, dass halt der Regierungsverein etwas gehabt hat, als Regierungsverein gewusst hat, wo es hier geht, wo man das aber nachher nicht wissen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Etat der Nation ist ja umfang dafür, Blick zu machen über Probleme vom Land. Für zu gucken, wo ist Potenzial und was sind Perspektiven. Und wenn ihr guckt, was Potenzial ist, hatte ich mir erlaubt, auch noch einmal die Not zu lesen von 2012, Etat der Nation von 2013, dann ist festgestellt am Etat der Nation 2012, war ein Hauptdiskussionspunkt der vom Index. Weil wir damals just das Gesetz gemacht hatten vom Index, was am 1. Oktober 2014 aufläuft. Wir haben darüber geschwärzt, über Industriebrachen, Industrieterrain zu Wolz, wo eine Industrieterrain wird, die müsste revalorisiert gehen, für Arbeitsplätze zu machen. Wir haben davon geschwärzt, wie man den anderen Terrain von der Sidérurgie wir, bei der Sidérurgie notamment das Site von Terrouche, der schon seit den 70er Jahren nicht mehr exportiert wird. Wir haben geschwärzt an der Rede von 2013 über TVA, was der Landwirtschaftsminister nicht mehr da. Der Landwirtschaftsminister hat 2013 an der TVA-Debatte Tabwort gefordert. Das könnt ihr nachlesen am Rapport von der Sitzung vom 11. April 2013 auf der Seite 361, dass in einer TVA-Erhebung nicht einfach so machen, wie dass ihr bei einer TVA-Erhebung für dich müsst gucken, was Konsequenzen wären, ob die jeweiligen Wirtschaftszweige, was Konsequenzen wären, ob Konsumverhalten von den Leuten, und was Konsequenzen wären über die Rechte, die die jeweiligen Leute betreffen. An derselben Debatte als an demselben Tag, aber von einem anderen Redner, auch Hauptmember von der großherzoglichen Regierung, als Drohgestalt gehen, ob Logistik, der richtige Sektor wir für daran zu investieren, ob wir so Arbeitsplätze an der Logistik schaffen, ob das richtig wäre, weil an der Logistik sich alle so sehr gewöhnen, dass es nämlich wichtig wäre, für das, ob das die richtige Industriesektor wäre, an den es soll ausgleichen. Das war kein von der jetzigen Opposition, den die vorgestellt wird, mit Regierungsmember von Haut. Das geschwärzt gehen über Plan sektoriellen, über die 4 Plan sektoriellen, das war da gesagt, dass sie wäre bis den Herbst. Das war ein Herbst 2013 da, dass da war alles über die Knie gebracht wird. Könnt ihr auch noch lesen, dass beim Chômage vieles gewogen können gehen, wenn nicht gemacht gehen, auch das war an der Rede. Das nach ein diskutiert gehen über einen Spurpark, ein zusätzlicher Spurpark, den Verband an der Chamber von den CSV und aller SAP-Fraktionen gemacht war, und einen Artikel fand, auch von einem heutigen Regierungsmember, den hat geheißen, was soll das? Und die steht am Tageblatt. Und den Herr Kersch kann sich sicherlich noch daran erinnern, wo sich damals darüber abgeregt ist, was das soll, dass die Regierung eigentlich probiert hat, 963 oder 953 Millionen zu spuren, dass es ja aber ein Witz wäre, dass da so viele Sachen gemacht gehen und dass hin viel nicht geflossen gehen, dass da just verschiedene Leute sich hätten wollen an den Vordergrund setzen und dass es nicht im Zach gegangen war. Das waren damals 953 Millionen, die an dem Package rauskommen sind. Den Herr Kersch hat das damals kritisiert und hat fand, dass das allerhand wäre, für so etwas zu machen und auf die Art und Weise viel zu gehen. Schon an den Sachen, wie ich mich dafür bereit tun, für all die Sachen eigentlich zu lesen, Rümpfund, mit weniger Geld bessere Politik machen. Das war ein anderer heutige Regierungsmember,
das net drei Bammen, weil das hat noch dem können vorstellen wie das. Den doch gesagt beim Jurenschulmarsch als Gegeleistung schlagen wir vor, zumindest eine Indextranche ausfallen zu lassen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu steigern und Mittel frei zu machen für eine aktive und messbare Politik gegen Jugendarbeitslosigkeit. Das war die Antwort vom Herrn Meisch Demos auf den Jurenplan, der von Nikolaus Schmidt schon ugedeiht war. Auch das sind Sachen, dass man den alles nur liest, was den sich dann alles rümpfend, aber den alles gesagt, und dass das nämlich dem entspricht, von dem in Hauthabannen diskutiert und debattiert. Als das vielleicht, weil den Herr Schneider sei sozial gewissen, weil den Herr Luxio am Wahlkampf offiziell Herr Spautz, ihr hat als Generalsekretär vom LCGB auch ganz andere Sachen gesagt wie als Minister. So. Ich war just nicht so lange Minister wie Generalsekretär war vom LCGB, Herr Schneider. Dafür wahrscheinlich, dafür. Mehr Beweise zu liefern. Dann ist es drin gegangen, wie man vom am Spitzensteuersatz fuhren. Weil demals an dem Steuerpark auch der Spitzensteuersatz an Blut gegangen. Und das war demals Diskussionen, die gefordert gesehen vom Herrn Luxer, vom Herrn Bodry, auf der Seite von der LSAP, vom Herrn Wolter, vom Meer, auf der Seite von der CSV. Aber wo alle als zwei Minister dabei waren, Herr Schneider war von denen zwei, die immer an den Diskussionen dabei waren, wo wir die Package fiscaliert tun, wo wir auch gleichzeitig über andere Maßnahmen diskutiert tun, notamment über dem, was die Kinder der Familienpolitik machen, notamment über das, was die Kinder der Arbeitsmarktpolitik machen, wo all die Gespräche gefordert sind. Aber wenn ich das halt gucke, stelle ich mir froh, ob das noch immer dieselben Leute sind, die das mitgemacht haben oder ob die Ideen grundlegend gerne tun. Herr Spautz, ich will just warnen, am Guten. Wir haben eine Lust für mehr Frieden mit seinen Spurideen, die noch nicht publik ist. Man dachte, Herr Lux hat es publik gemacht, Herr Schneider. Also, ja. Wenn dem Herr Schneider-Roten das warnen wird, dass ein Fred an den schmengenden Herr Spautz das meisten sagt oder mit d'accord. Entschuldigt, Herr Präsident, ihr habt recht. Entschuldigung, Ugeholf. Dann haben wir auch an den Diskussionen über den Schulmarsch geschwärmt. Das war ja auch gestern ein Teil von dem, was an der Rede vom Herrn Bittel-Kommers. Ich habe noch dort Chiffren genug geguckt. Herr Schneider hat mich gut eine alte Sourcen erinnert. Am Januar 2000 waren es 5.182 Schulmören, 1.132 Leute an einer Beschäftigungsmaßnahme. Das waren 2,5%. Der Januar 2009 waren es 9.600. Am Schulmarsch 3.360 an einer Beschäftigungsmaßnahme. Das war 4%. An 2014 waren es 19.565 Schulmören. 4.541 an einer Beschäftigungsmaßnahme 7,1%. Ich habe festgestellt, dass die Donne beim Herrn Bodry immer ein bisschen ähnlich das wäre. Ich basiere mich auf die von der Adem vom Januar, aus dem Bild vom Januar 2014. Nicht, dass er nur eine Diskussion abkommt, ob das basiert den anderen sich, und ob das basiert hin sich, das ist ein Bild von der Adem vom Januar 2014. Vielleicht aber dummer, will so. Und den Herr Bodry hat heute Morgen gesagt, dass nicht der Arbeitsminister sich schuld für das, was am Schulmarsch los ist. Da sind schon 100% mit dem Herrn Bodry d'accord. Ich will just daran erinnern, wie der Herr Juncker nach Arbeitsminister war, und wir also einen Schulmarsch hatten, von 2,5%, das geknautert ging, für der allerhand, dass wir keinen Fulltime-Arbeitsminister hatten, für sich um den Schulmarsch zu bekümmern. Ich wollte just die Klammer machen, aufgrund von der Remarque heute Morgen vom Herrn Bodry, wo ich 100% recht gehen, dass nicht der Arbeitsminister dafür da ist. Wie auch der Juncker war, demals nicht dafür schuld, dass die Schulmarsch da war, just für das ein Kehr. Aber zu rappellieren, mit das in der Politik, für Rahmenbedingungen zu schaffen. Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man an der Schule die Leute ausbilden, die wir brauchen, für den Arbeitsmarkt und heute Morgen, und nun ist im Radio den Herr Bauscheiren von der SES, nicht in den Herr Banne sitzt, weil den Herr Bausch von der SES den nach Strach holt. Wie viele Arbeitsplätze sie bei der SES hatten, die sie nicht können besetzen, weil wir heute in Lützeburg nicht die Leute tun, mit der Qualifikation, an die bereit sind, durch schaffen zu gehen. Da muss man sich vorstellen, wenn er an der Schule so war, das so an der Wirtschaft,
aber auch nicht eine Responsabilität, dass ein Punkt von der Wirtschaft, und du eigentlich nicht als Person der Wirtschaftsminister, mir das ist doch so wichtig, aus die Rahmenbedingungen zu setzen, für das ich kann niederlassen. Und dann ist es doch wichtig, dass man im Arbeitsminister, Wirtschaftsminister und Edukationsminister zusammen mit den Betrieben eine aktive Arbeitsmarktpolitik zu machen, für das man doch fertig bringen. Die Leute, die nicht so viel Chance hatten und die nicht so gut waren am Lehren, für das die Jahre eine Chance zurückkriegen. Und dafür ist es wichtig, Industriearbeitsplätze zu schaffen. Und dafür ist es aber auch wichtig, Terrain zu haben, die in der Industrie kann anbieten. Und da meine ich, wäre doch wichtig, dass dann die alle Industrieterrain, die eine große Möglichkeit bieten, für die dann auch dementsprechend mit der Industrie zu verhandeln, dass die Stadt die Terrain kriegt, dass die Terrain saniert gehen und dass die auch können Industriebetriebe zur Verfügung gestellt gehen, für Arbeitsplätze können zu schaffen. Aber wenn wir schwätzen von Mesuren, so will ich nachher unterstreichen, dass von der früheren Regierung an zwei gelegten Gesetz von den Jugendmesuren, dass da das 100%ig Zustimmung findet, und das ist doch wichtig, dass wir uns, und da ist nicht sehr genug gegangen, aber auch da hatte mehr nicht so, dass beim Reklassement, das endlich auch da beim Reklassementsgesetz etwas könnt, weil doch wichtig ist, da etwas zu machen, und da hat nicht mehr spät wie letzte Woche der Sozialminister ist noch erinnert, dass der da käme, für dass wir auch da Möglichkeiten haben, einerlei dann Beschäftigung zu kriegen, und dass wir auch da müssen eine Diskussion führen. Und der Herr Staatsminister hat gestern auch darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, noch etwas im Handicap zu machen, wenn wir gerade feststellen, dass durch das Klassementsgesetz viele Leute auf so Arbeitsplätzen zurückgreifen, die aber für andere Leute geduld waren, die nicht die Chance hatten, an unserer Gesellschaft, wir können gesund zu sein, für das die auch eine Möglichkeit kriegen, auf die Arbeitsplätze zurückzukommen. Ich will aber auch hier noch streichen, und das schon gesagt, gegen TVA-Logement, und ich will mich noch nicht mal am Wohnungsbau beschäftigen, mir schon etwas gefühlt, und ich gebe dafür auch die Regierung bitten, darüber nachzudenken, dass die Decision beim zweiten Haus nämlich 3% zu gehen, wir auf 17% zu gehen, dass da doch Arbeitsplätze kostet. Nämlich Arbeitsplätze kosten in der Hinsicht, dass verschiedene Leute Männer werden investieren an den Wohnungsbau, und dass wir das damals diskutiert gehen, also da waren ja verschiedene Kollegen in Heilbronn noch schon dabei, dass da doch eine von den Ursachen war von der Schwarzarbeit. Dass gerade der Bau und Handwerk von den größten Wirtschaftssektoren war, wo die Schwarzarbeit ein Konkurrenzdeloyal durchgestaltet wird, aber man da an Blut gehen von 3 auf 17%, ob das nicht darum dazu feiert, dass den Produkt von der Schwarzarbeit an dem Sektor im Mund zieht, und dann haben wir Betriebe zweimal gestraft, dann haben wir gleichzeitig nichts gemacht für den Arbeitsmarkt, und dafür gebe ich auch noch ein Kehr. Die Regierung wird das ein Kehr gut zu überlegen, weil dann muss man den Bau und Handwerk nicht unterstützen, mehr konträr fertig ist, dass in dem Bau und dem Handwerk, weil aber nach immer von den größten Wirtschaftsbereichen heute in Lützeburg ist, die Leute von höchst qualifiziert bis nicht qualifiziert haben, dass wir denen dummer noch Schwierigkeiten machen, für nach weiter können eine aktive Personalpolitik zu machen. Wenn wir schwätzen vom Arbeitsmarkt, muss man auch schwätzen von Absenteismus, das etwas für letzte Woche groß an den Vordergrund gestellt gehen ist. Ich schwätze nicht von Absenteismus, ich schwätze von Krankmeldungen. Der Staatsminister hat unerstracht, dass man heute in Lützeburg einen Platz für Suizid bräuchten. Wer Leute sich umbringen, muss sich vorstellen, ob 4 Stufen davon nicht auch an den Krankenscheiner zu finden ist, ob ihn doch nicht auch sich 4 Stufen als dass Leute sich nicht mehr wohlfühlen, sie wird auf der Arbeit, dass sie sich ausgeschlossen fühlen, aber nicht doch da müssen darüber diskutieren, was das Mobbing anbelangt, über das Klima auf den Arbeitsplätzen, ob das nicht auch mit dazu beiträgt, dass der Absenteismus so hoch ist, aber gleichzeitig auch das noch an der Endphase, was nicht zu hoffen ist, aber wenn die Schiffer, den der Staatsminister ja gestern gesagt hat, an einem Suizid endet, dass da wichtig ist, dass der Plan, der schon vom vorigen Gesundheitsminister ausgeschafft worden ist, dass den auch dann erweitert wird. Aber wir hatten letzte Woche eine Diskussion an der Sozialkommission, und ich gebe das heute so, dass es wichtig wäre, eine Debatte zu führen an der Chambre darüber, sowohl was den Absentismus anbelangt, wie den Stress auf dem Arbeitsplatz. Weil wenn ihr seht, Statistik geht das nicht, dann muss ihr auch vielleicht die Ursache analysieren, und die müssen analysieren, sowohl was den Travail anbelangt, wie die Sécurité sociale, aber wie die Santé, die da gefordert sind, für zu gucken, was kann ich noch ändern, weil das nicht mehr über TV, für in dem auch kaum noch gehen. Auch der Plan des Mans will ich noch streichen, auch ist es wichtig, die Leute, die den Reichtum geschaffen haben, die wir hier am Land haben, und dass wir so können leben, wie wir die letzten Jahre gelebt haben, und hoffentlich
doch nach fertig springen wirtschaftlich könnte von zu profitieren an Zukunft so zu leben, dass man auch denen Leute helfen an dafür war der Plan de Mans eng echt Aktion die gestartet gehen hast. Lo soll nach dem Plan Cancer, den noch von dem freirechte Gesundheitsminister ausgeschafft wird, dass den noch soll kommen, das wichtig, dass das selbst geschieht. Weil ich kann erst so aus persönlicher Erfahrung, wenn en davon betroffen ist an zwei sehen, wer das geht, dass es wichtig ist, dass die Hölle von der Unterstützung kriegt, die ihr braucht, an all Früherkennung, was zuerst gemerkt wird, feiert doch echt zur Heilung, dass es nur wichtig ist, die Investimenten zu holen, die notwendig sind. Aber wenn wir schwätzen von Gesundheit, aber wenn wir schwätzen von Arbeitsmarkt, du hast immer geschwätzt von Arbeitslosen, Änderungen, die müssten vorgeholt gehen. Ich weiß, schon für so gesagt. Herr Baudry war bei den Diskussionen noch dabei, wo wir zusammen den Fonds pour l'Emploi in der Sicht tun. Ich will dass die neue Regierung auch am Gang ist, darauf fortzufahren und weiter zu diskutieren, was denn da alles muss machen. Dann werden wir noch nicht vergessen, die Diskussion zu führen über den RMG, der im Juli 2013 auch schon aufgrund vom Avis von der Sécurité Sociale, von demjenigen Sekretärsozialminister, den auch schon avisiert hat, fertig am Familienminister leid, dass es dann noch nicht schlecht wird, dass sie am Prozedur kommen, wenn ich will, es daran erinnern, dass ich das dann noch möchte. Aber wenn wir noch schwätzen von dem Sozialen, dann muss ich auch noch schwätzen bei der TVA-Erhöhung, was geschieht mit den Leuten, die mich schwer drin sind. Der Staatsminister hat gestern gesagt, wir machen nichts. Wir machen recht etwas mich spät. Muss ich aber vorstellen, ob das der richtige Weg ist. Und wenn er da aber loschen soll, gucken noch da Mesuren zu holen, für das zu begleiten, weil das aber bei verschiedenen Leuten bis zu 500 € kann ausmachen. Über die Jahre geguckt, wie war Source Chambre des Salariés, den dem Montant gesagt haben, wenn das dann doch mis bei der Allokation de vie cher für die als Beispiel zu holen, dass ihn da etwas muss machen, und das direkt so, und nicht warten, bis es zum Schluss ist, aber bis es zu spät ist, mit dass ihn direkt sieht, was Mesuren das sind, die den Leuten sollen helfen, weil es wichtig ist, dass die Leute auch geholfen kriegen, nicht nur am Supermarkt, sondern auch vielleicht auf dem Markt. Auch im Markt kann man, von TVA und geht, nach immer sich Produkte kaufen gehen. Ich will auch noch unterstreichen, von der Schweiz vom Index. Das Gesetz lebt aus. Dafür verstehe ich nicht, und ich habe noch 2 von 3 Gewerkschaftspräsidenten morgen am Radio hören, die verstehen noch nicht, was in Akkord global soll sein, weil die Prozedur lebt ja aus ab 9. Oktober. Aber wenn da ja alles remerkt wie es war, dann braucht er ja auch nichts anderes, und dann am 9. Oktober kommt alles wie es war. Es hilft dann, der will der besonderen, und da muss der Sozialpartner ausstellen, darüber zu verhandeln, weil ich auf den Dossier-Index bevor man Mutter lief auf sämtliche Seiten von Dich, will ich so, dass dort Meinungen zwischen dem Patronat und den Gewerkschaften aber relativ weit auseinandergehen, dass ich bei allem guten Willen, ich gebe mir zwar wünschen, dass ein Akkord verfangen Indexbereich, man das nicht so richtig kann vorstellen, und das durch schon letzte also war, das fällt sich nämlich Sozialpartner nicht eins gesehen, weil man keinen Akkord von tun, dass Politikdemos eine Entscheidung geholt hat, 2012, wann die Entscheidung war, dass eine enge Indextranche pro Jahr soll kommen. Dafür will ich von Herrn Schwisse, war das den Akkord global? War das an dem Akkord global mal dran? Als du eine Änderung dran am Index vorgekurft, weil wenn ihr um Gesetz denkt, den Tobak als am Vorgekurft, als du etwas mal dran vom Alkohol, den Alkohol als am Vorgekurft, das ist ein froh. Weil mit dem Akkord global beim Index, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, weil wenn den einfach sieht, man macht nichts, dann ist er im denales System da, dann brauche ich ja nichts zu fertigen, dann brauche ich auch keinen Akkord global zu machen, von der Weh, als die Regierung will abschlagen. Geliebt? Ich war der Meinung, wir müssen gucken, für die Mesure gegebenenfalls von einem Indextranche pro Jahr weiter zu feiern. Aber wenn da andere Moyen sind, an anderen Möglichkeiten, die ich nicht kenne, weil ich nicht mehr in der Quelle sitzen, wir sitzen noch andere Leute in der Quelle, dass die das können so, wer dann da haben und ruhig nicht. Nee, Herr Baudry, der vergisst da etwas. Nee, das steht nicht am Wahlprogramm, Herr Baudry. Das stimmt 4 drin an Dokumenten, aber das steht nicht am Wahlprogramm. Der hat gerade das Wahlprogramm zitiert. Der hat gerade gesagt, das steht am Wahlprogramm. Lest das Wahlprogramm, da steht er besagt das. Mit das aber richtig von der Deckelung geschwärzt.
schreibe ich nicht auf, mir das steht nicht am Wahlprogramm. Der Juncker vertritt nämlich die Position Auch der Juncker vertritt noch immer die Position von der CSV. Es geht hier um die neue Regierung, die soll so mengt. Da sind ich beruhigt. Merci, Herr Kandidator, dass ich Ehre unterstützt. Akemien na Brierchen. Herr Spautz, dir hut ganz erlenkt wird. Merci, Herr Präsident. Dann, wenn wir bei den Sachen sind, von Spuren auf von Änderungen, da muss ich sich auch vorstellen, dem uns an dem Spurpark auch noch als diskutiert gehen über Familienmesure. Das darüber geschwärzt, war bei der Familie kein andere. Da war auf Nation 2013 eine Maßnahme gefordert gehen, die dazu gefordert wird, dass man 1 Million den Monat gespurt wird bei den Checkservicen, die Änderungen waren kommen. Und darauf sind sie nach 2 anderen Projekten ein Depot gemacht gehen, von Marie-José Jacobs. Und das war das Projekt über Assistance parental. Und zwar das Projekt über das Gesetz Jeunesse, genannt unter den Chambersnummer 6409 auf 6410, wo festgehalten gehen als war dem ist dem noch was ein Revenu in den Hut bezahlen, wir können an der Maison Relais zu sehen, dass du festgehalten war, dass es nicht kein Wert mehr hat, sich zu packen oder zu schäden, wir können von einer anderen Maßnahme zu profitieren, weil bislang also theoretisch möglich, wenn der schon packst oder wenn der schädt, dass nicht ein paar berücksichtigt wird, wie du als Strafsteuer kommt, dass es soll der Revenu du Ménage sein, selbst wieder mehr MG hast. Das Projekt als gesagt geht an der Kommission, das Projekt wäre für die Regierung nämlich prioritär. Dafür verstehe ich das nicht so richtig, weil man Projekt 6409 auf 6410 hätte können eine Sozialselektivität, die schon Durchlung, hätte die können bei den Checkservicen aufwenden und da dann auch zu Anspruchungen kommen. Für was das nämlich prioritär ist, ich weiß nicht, mit Herrn Hansen kann als weiterer Bänfer, weil das von der Familie rüber an die Education gegangen ist, weil das ist nämlich am Familienbereich, mit das ihr noch do weist, was an dem Projekt gemeint wird. Im Koalitionsakkord steht ja auch viel dran über die Familienzulagen. Wir müssen eine kritische Analyse machen von den Familienzulagen. Wir müssen alles gucken. Die Regierung hat schon den 9. Januar viele zugekündigt, was im Familienbereich kommen. Dafür waren wir auch ein bisschen überrascht, dass weder beim Budget nach gestern etwas kommen, was dann nur an der Familienzulagen geschehen, das geschwärzt geht von einer Allokation unique pro Kant, nachdem es nach einer Piste zitiert geht, das war der 9. Januar, als das an einem Interview gesagt gehen. Begründung wird, dass die Allokation unique bedeuten, dass nicht mehr kann und nicht unbedingt mehr Kosten bedeuten. Du hast sich auf ein Schweizer OECD-Etude Beruf gehen. Die Schweiz, just für das so, wenn der OECD-Standard einmal guckt, als was die OECD anbelangt, definitiv kein Vorbild, weil alles, was die OECD-Etude anbelangt in der Schweiz, ganz viele komische Sachen dranstehen. Du hast die als Modell zitiert, ich muss aber fairnesshalber sagen, den nächsten, den es zitiert hat, war der Alex Podri, sein Viergänger, Lucia Lux, den sein Karabanen zitiert wird. Aber an der OECD-Etude aus der Schweiz steht doch dran, was kann am Jahr gehen? Was die Suen, die kriegt, viel mehr an Blut gehen, dass das alles altersmäßig berücksichtigt wird. Und dann hat Herr Büttelmeinke gesagt, ich gebe immer von einer Etude schwätzen, es scheint nie ein Quello gehen, weil so uns nachher Zaps, das ist heute zu Lützeburg. Das ist hier am Land. Das sind Chercheuren, die das hier am Land machen. Die sind zu einem anderen Entschluss gekommen. Die so nämlich, dem nur wie viel Kanada hat, und an dem noch was drin Alter so hat, dass dann die Kostenpunkt immer mehr groß gehen, und dass da dann am Match spielt, ob sie eng unter demselben Sex ungehören oder 2 verschiedene Sexe sind, dass dann dementsprechend Kosten für die Familien, die Kanada haben, viel mehr groß an Blut gehen. Und das dafür mein froh, was in Richtung Weltregierung gehen, an der Familienpolitik, was will sie da machen? Oder warten, für das gemeinsam zu machen mit der Steuerreform. Was ja richtig für, mit der Steuerreform, mit der Wohnungshilfe, und dann vielleicht mit den Studenten beilagen, weil wir nicht das Projekt richtig verstanden haben. Ich muss zwar ehrlichkeitshalber zugehen, schon noch nicht gelesen, wenn er dann 2 Kinder hat, kann er Mama, wie 2010, wie Kindergeld nach bezahlt gehen hast, bis zum Alter von 27 Jahren, wenn er auf die Uni gegangen sind. Wie gesagt, wir kriegen die nächste Tag, kriegen wir das ja vom zuständigen Minister erklärt. Wenn wir nicht richtig verstanden haben, kriegen die Mama wie 2010 kriegen. Da sind wir etwas müssen drum machen, völlig ganz klar so, haben wir auch selber als TSV gesagt. Aber mein Kollegin Martin Hansen hat ja auch schon ein paar Änderungen vorgeschlagen, die aber nicht Zustimmung von tun. Aber auf alle Fall kann es nicht sein, dass das alles zurückfeiert nach mehr schlecht, wie es 2010 war.
Da will ich auch wissen, was die Regierung will, wenn wir von der Familienpolitik schwätzen. Da ist erstens gesagt, dass die Blau-Rot-Grün-Koalition schwätzt sich für eine Politik aus, die statt Frauen unterstützt, die schaffen. Das tun ich gesagt, das könnt ihr nur lesen auf dem www.gouvernement.lu. Das ist ein Aussage von der Madame Kahn, den 9. Januar 2014. Und den Herr Gramenia, den hat gemerkt, wir müssen eine Familienpolitik, die einerseits berufstätig Eltern, und andererseits Eltern, die schwer gemacht haben, für daheim zu bleiben und ihr Kinder groß zu ziehen, dass es so eine Politik zu einer froh war. Aber wir. Da gehe ich also davon aus, dass von 2 Liberalpolitiker sich darüber freuen, dass die eine andere Ausstellung haben von der Freiheit von Menschen für zu dezidieren, was keine Form von Leben sie giffen überholen. Und das wundert mich am meisten, gerade bei liberalen Politikern, weil die Liberalen da immer groß und Fenster stellen, dass sie alle Menschen wollen, die schwach losen, den sie gerne hätten, dass das noch nicht der Fall ist. Und dann ist ein anderer Punkt, an den Herr Giberi hat schon darüber gesprochen, dann ist doch wichtig, was geschieht mit der Mama, wie geht es hier und um, auch da wäre es wichtig, dass ein Kehr müsste zu kommen, dass wir auch da gesagt kriegen, wie es hier geht. Aber wenn ich schwätze von der Allokation d'Education, was die auch so trommeln so und immer, dass da auch verschiedene Änderungen kommen, dann soll ich das wieder so und dann soll ich noch von der Schliff da mal kommen und so in der Richtung da will gehen. Wenn ich schwätze von Geldleistungen, dann an die Diskussionen sind noch gefordert gehen, und da werden Herr Bodri auch dabei, ob in die Rentrée scolaire zum Beispiel nicht soll gratis Schulbücher umwandeln. Am primär kann Material gratis, am sekundär nicht. Aber wenn ich kein Geld mehr will geben, wenn ich fährt, wie hat Herr Berger genannt, Plasma-Bildschirm, dass sie an den Plasma-Bildschirm umgewandelt gehen, da können die nicht am sekundär am Bücher setzen und geben dezidieren, der Staat gibt Bücher gehen, dann hast du sicher nicht mehr am Plasma, wenn dann hält die keine mehr weg, wenn da seht ihr, da kriegt ihr Bücher direkt vom Staat, und brauchen sie nicht mehr kaufen zu gehen, dann hast du ewig den anderen behandelt und das sicher nicht an den Plasma-Bildschirm gestartet gehen. Mit all die Fragen, die ich noch gestaltet an der Familienpolitik, da ist es wichtig, dass wir dazu Antworten kriegen. Weil so wie es wichtig ist für Betriebe, dass sie wissen, wo es hingeht, an puncto TVA, dass sie wissen, an puncto Steuern, also doch wichtig für Privatleute. Also doch wichtig für Leute, die Kinder holen, in welche Richtung es geht, aber die Regierung an denen Sachen plant. Genauso wichtig ist es, und hier ist das in der Strache gehen, an der Gesellschaftspolitik, all die Reformen, die kommen. Also wenn ich Projekt in alle Gute richtig heute Morgen gelesen habe, wenn Herr Bratz, der weiß, der besser wird, dann drohen die Donnerschrift nach, die eine vom Herr Bildchen, die andere von der Madame Modert, und dass in der Woche dann ein muss auf 4 streichen oder nicht so, wie wenn das alle Schuss die neue Koalition wäre, wie die Frauen, die bei der Schädung, bei dem Mariage von den gleichgeschlechtlichen Koppeln, dass da aber nach die freie Regierung die Projekte immer auf der Weber hat, und dass das nicht als das ganz neu ist. Da wollte ich aber so eine Trennung von Kirche und Staat, was ja schließlich den Denominateur commun von dieser Koalition ist, da sind wir nicht viel gewogen. Da sind wir nicht viel gewogen, in welche Richtung es gehen, dass es wichtig wäre, dass jeder konstruktiv mitschaffen und dass es keinem Liebig gehen. Das ist das Einzige, was wir hören, und ich fand auf jeden Fall komisch, dass von den Religionsunterricht an der Grundschule Verlauf schaffen, an der Grundschule, wo die Majorität von den Eltern sich heute für dezidiert tun, Religionsunterricht zu machen, fand ich komisch. Und da wäre doch vielleicht nicht schlecht, dass die Regierung gibt so, wo sie hin will, und nicht Leute all Chaos an einer Grauzone leist, wenn ihr das da könnt, erwarten könnt, und dass ihr in einem genau seht, erwartet keine Richtung, dass es geht. Dass Leute so viel Erwartungen haben an die Regierung, dass sie auf die Couloire gesagt gehen, für was haut so viel froh, für die Gestalt gehen, für nichts Konkretes. Da und wir nicht genug empfangen. Da muss ich sagen, dass weil die Regierung hier immer gesagt hat, sie will reagieren, die MIF muss raus, muss alles anders gehen, muss alles besser gehen, muss alles mit klar gehen. Und dafür warten wir alle guten drauf, wo die Sachen da sind. Das stellen wir vor, ob die Regierung so schlecht nicht zu heiß gelöst wird. Für nicht brauchen drüber zu springen, mit dem drinnen durchzulaufen. Mit das werden wir, und das hat Herr Bodri in der Strache noch 5 Jahre gesehen. Gehen wir mal davon aus, ob das zu heiß war oder auch nicht. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir wissen,
spätestens aber da beim nächste Budget, a wat eng Richtung soll goen, weil sos gëtt awer ganz schwierig zu verstoen, a wat eng Richtung des Regierung will goen. Schon haut Moiem den Herr en RTL-Speaker heieren, den net vun dem Herr Bëttelsänger eichtteriert gehalen, die gi fexwahrscheinlich an der Nä go als engéicht, awer och méi net dun mo geguckt, wat alles so am Buch steht, iwwer den Datum vum April. Da steht an dran den 3. April 2007 an lauscht dat ganz gut, Herr Berger. Du hast den TGV mat 574,8 km an der Stunde de echte keiere Weltrekord gefu op der Schiene für den TGV und dat war op der Strecke Paris Straßburg. Dat fand der Haut alles an de Bicher. An der besämech das fertig von tun, dat war doch den April 1865 rauskom. An den Herr Bëttel hat gesot, de gi veriner kein Mäerech erzähle kommen. Ech will er schust so. Den April 1865 huet Wilhelm Busch ein Buch geschrieben. Eine Bubengeschichte in 7 Streichen. Und das war der Max und Moritz. Aber wie die geendet haben, das wissen wir noch alle gut. Ist so nicht merci. Merci dem Herrn Spautz.